Im Vinschgau in Südtirol kennt man zwei Winde. Der Oberwind zieht talauswärts, der Unterwind ins Tal hinein. Ihr ewiger Wechsel hat seine Landschaft und Bewohner mitgeformt. Oberhalb der Schlieniger Alm im Obervinschgau lässt Raphael Unterholzner Salz für die Kühe am Salzstein. Die Herde, die er hütet, weidet 20 Minuten von hier. Dort, wo auf 1900 Metern gerade noch genug Almgräser wachsen. Einmal im Sommer besucht ihn seine Schwester Viktoria. Spät nachmittags zieht ein leichtes Lüftchen von den Bergen zur inneren Schlieniger Alm herab und sorgt für Abkühlung. Raphael hat beobachtet, dass sich die Kühe manchmal am Wind orientieren. Er kennt jede der 66 Milchkühe. Morgens treibt er alle von der Hauptalm hier hoch und spät nachmittags wieder zurück zum Stall. 95 Tage lang ist das seine Aufgabe. Dann werden wir sie reinholen. Nachdem wir es halt auch nicht aus. 4:30 müssen wir noch davor sein. Hinten in Richtung Wasserfall ist Albenmeer, weil es vom Fall herzieht. Vom Wasserfall zieht es ein bisschen Kiel raus. Und draußen haben wir schon einfach heiß, weil erstens ist es niedriger, zweitens gibt es hier von die Berge die kalte Luft und draußen ist es einfach stickiger. Da ist das Tal noch enger gleich und dann ist es ein bisschen kühler schon. Hinten am Schwarzwandwasserfall herrscht immer ein kühler Luftzug. Weiter talauswärts wird es hingegen wärmer und stickiger. Da ist auch noch mehr Wasser gewesen beim Wasserfall, gell? Ja, haben wir schon angewonnen. Jetzt ist Schmelzwasser fertig, Schnee ist gar nicht mehr oben auf die Berge. Kann kein Wasser nachkommen. Aber irgendwie wird schon gleich wieder Wasser kommen, vielleicht. Hoffen wir es. Bei dieser Hitze werden die Kühe von Fliegen geplagt und tun alles, um sie abzuschütteln. Ja, die Kühe gehen nach Alben auf so ein Ding liegen, auf einer rauen Höhe liegen, dass der Wind von unten auch zieht. Wenn es zieht, sind noch weniger Fliegen. Dann ist der Wind sogar gut für die Kühe. Der Wind ist gut, und wenn es so auf Schatten ist untertags, wäre das Beste so. In Windrichtung lese ich die Kühe hin. Spüren die das oder automatisch? Die verstehen das, oder teilweise weiß ich jetzt auch nicht, aber halt, die sie halt Alben. Wenn es gar noch so heiß ist, dann liegen sie auch in die Kuhtaschen rein. Ja. Dann muss sie dreckig auf Nacht bemelken. Kann man auch nicht tun. Wenn es so heiß ist, ist es so heiß. Was holen wir? 2 Wochen vor Ferienbeginn hat Raphael schon schulfrei bekommen, um hier die Kühe zu hüten, wofür er den ganzen Sommer auf der Hauptalm bei der Senner-Familie lebt. Heute geht das Herabtreiben mit Hilfe seiner Schwester etwas schneller. Da geht's ja was gleich. Ja, gehen wir unten nach Hause. Haben sie alle? Die Lage schon wir alle. Alle beieinander jetzt. Jetzt gehen wir raus damit in den Stall rein, und dann ist gut für uns. Erst abends, wenn die Tiere im Stall sind, kühlen die Hänge deutlich ab. Die erkaltete Luft zieht dann nach unten zum Talboden und das Tal hinaus, wodurch ein Abwind einsetzt. Der Tartscher Pichel bei Mals. Seine Bäume stehen allesamt etwas schief nach Südosten geneigt, was am konstanten Wehen des Oberwinds hier liegt. Für das romanische Kirchlein auf dem Pichel ist Josef Plattner als Mesner von Tartsch zuständig. Die trockene Vinschger Luft hat die Fresken aus dem Jahr 1520 in ihrem Inneren erstaunlich gut konserviert. Der heilige Veit,
der wegen seines Glaubens in siedendem Öl gemartert wurde, ist Schutzpatron der Kirche und einer der 14 Nothelfer. Wenn Mesner-Plattner die beiden Glocken von St. Veit läutet, trägt der Oberwind ihren Klang die Talsohle hinaus. Ja, trocknet der Wind mehr aus oder die Sonne? Eigentlich mehr der Wind. Die Sonne schon auch, also wie sie heuer so kräftig und intensiv war. Aber meistens, wenn es regnet, kommt allem der Wind wieder. Und der trocknet es sofort wieder auf. Die schattige Seite des Vinschgaus wird Nordersberg, die sonnige Seite Sonnenberg genannt. Wir haben da so eine Steppenvegetation, wie wir sie auch auf der Sonnenseite von Vinschgau finden. Also ein und dieselbe Vegetation hier. Also das ist so der Sonnenberg in klein da. Ganz genau. Wenn noch der Oberwind kommt, man sieht es auch am Fahndel von der Kirche, wenn sich das nach unten dreht, dann ist sicher, dass das Wetter auch wieder besser wird. Und auf das tut man auch viel Obacht geben. Der Oberwind kommt von Norden. Er weht vom Reschenpass über den Reschensee, wo ihn die Bergenge sogar noch beschleunigt. In jüngster Zeit haben hier einige Kiteschulen eröffnet, die ideale Bedingungen für ihren Sport vorfinden. Die erste Lektion beginnt damit, den Kite an Land in die Luft zu bekommen. Ivan Patscheider hat schon vielen Neulingen das Kiten beigebracht. Genau, auf der linken Seite das Gleiche. Genau, noch hübsch mit rechts. Heute weht der Oberwind, wenn auch etwas böig. Genau, und gegenlenken mit rechts. Die Kiteschule Karamba gehört Ivan und seinen Freunden Flavio Marx und Kate Telzer. Kate schützt sich wie die anderen mit einem besonders dicken Neoprenanzug vor dem kalten Wasser. Und die Windverhältnisse passen die Hand oder kann es besser sein? Ja, ich glaube, es ist ganz gut. Ich glaube, es ist ein bisschen böig, aber der Kite bleibt ganz stabil in der Luft. Und ich habe noch ein bisschen Druck, deswegen ich glaube, es ist ganz gut. Noch viel Spaß. Danke. Alle drei betreiben den Sport mit Leidenschaft und nutzen dafür so oft wie möglich die besten Winde auf dem See. Der Oberwind dominiert, mit über 2/3 die Windzeit vom Norden her. Dabei ist der Himmel meist blau, die Sonneneinstrahlung hoch und die Luft oft föhnig. Er wird aber immer wieder durch die tägliche Thermik und auch bei südlichen Großwetterlagen am Alpenhauptkamm vom Unterwind abgewechselt. Beide Windrichtungen eignen sich zum Kiten, wobei der trockene Oberwind den Kitesurfern lieber ist. Nähert sich ein Tief von Süden, kommt es hier zu einem Wolkenstau und der Unterwind schiebt die warme Luft des Vinschgaus über den Reschenpass, sodass dies zum berühmten Föhn an der Alpen-Nordseite führt. Früher hat es viel mehr Nordwind da gegeben. Oberwind ist es. Genau, Oberwind. Und jetzt viel mehr Unterwind. Also die letzten Jahre. Also der Unterwind nimmt ein bisschen zu. Und das kann schon eine Auswirkung sein vom Klimawandel. Also auf jeden Fall merkt man auch da, wie auch sonst überall, dass das eine Rolle spielt und dass das ganz einen großen Einfluss hat auf den Wind und auf das Wetter. Aber ich glaube auch in 20, 30 Jahren haben wir schon nur Wind. Also ich glaube nicht, dass auf einmal kein Wind mehr da ist, weil irgendwoher muss irgendetwas kommen. Das hat da mit die Berg zu tun, oder wieso ist ausgerechnet da recht windig?
Windsicher und wieso? Da ist es besonders auf dem Reschensee, weil das Tal wird enger, genau an der Stelle, wo der See ist. Und nachher geht es so wie eine Düse. Der 1950 gegen den Willen der Bevölkerung angelegte Reschenstausee hat bei seiner Flutung ein Dorf verschluckt und nur den Kirchturm hinterlassen. Wie steht es dazu, dass es so eigentlich über ein Dorf segelt? Ja, natürlich, wenn man über das nachdenkt, dann ist es ganz eine traurige Geschichte. Aber ich finde halt mit dem, was jetzt da ist, wandeln wir eigentlich etwas Positives in den. Einfach weil das genutzt wird, weil die Leute Freude haben mit denen. Und logisch, man soll die Geschichte auch nie vergessen, auf keinen Fall. Aber auf der anderen Seite finde ich schon, dass es ja gut ist, wenn etwas Neues entsteht und etwas entsteht, wo die Leute Freude haben, wo sie sich bewegen und wo sie einfach auch die Ressourcen, die wir da haben, wie zum Beispiel den Finchker Wind, nutzen. Auf der Balzer Heide bringt Erwin Saurer das Heu ein. Das Gras dieser Wiese hat er vor 2 Tagen abgemäht und kann es schon heute in den Stadel bringen. Ja, und das Heu jetzt 2 Tage hast du geschnitten. Am Samstag ist es geschnitten, ja. Heute ist perfekt durch, zum Glück, weil auch der Oberwind geht, nicht so stark wie er normalerweise geht. Aber der Oberwind ist das? Das ist der Oberwind, der berühmte Oberwind vom Finchgau. Und der Seil bläst einfach, kannst du sagen, 300 Tage im Jahr. Man drucken es schneller, oder? Drucken es viel schneller, ja. Aber deshalb ist auch das Tal trocken. Weil Finchgau ist ja verhältnismäßig ein niederschlagsarmes Gebiet. Und selber ist halt sicher der Oberwind schuld dabei. Gell? Der föhnige Oberwind erwärmt sich auf seinem Weg zum Reschen hinunter zur Malzer Heide um 1 Grad pro 100 Höhenmeter, was ihn hier schon 5 Grad wärmer macht. Viele der alten Finchgau-Heustadel wurden mit versetzten Ziegeln oder Schlitzen gebaut, damit der Wind das Heu stetig belüften kann. Sie prägen zusammen mit den Herrgottskreuzen das Gesicht der Finchger Dörfer. Gräser sind allesamt Windbestäuber, so auch der Roggen. Er wird hier am Sonnenberg in Hochalitz seit jeher angebaut. Der Winterroggen wurde vor gut 10 Monaten ausgesät und hat nun die richtige Erntehöhe erreicht. Der Bauer Martin Telser will heute sein Roggenfeld mit dem Mähdrescher abernten. Sein Cousin Christian Telser prüft vorher mit einem Messgerät, ob die Feuchtigkeit der Roggenkörner unter dem Grenzwert liegt. Die kehren schon aussortieren da von dir. Die gehen gut aus. Hätten wir nicht probiert. Was geht es da? Heute haben wir jetzt die so ausreiben, dass die Kehren für die Ähren ausgehen, dass wir es leichter messen.